Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Dr. Klöti. Nächste Woche am Donnerstag ist gleichzeitig 1. Mai und Auffahrt. Das heisst, der 1. Mai fällt auf die Auffahrt. Wir haben also folgendes Problem. Weil der 1. Mai auf die Auffahrt rauffällt und dann drauf oben liegen bleibt, kann die Auffahrt nicht richtig auffahren. Aus dem Grund müssen wir die zwei Viertigen auseinanderhalten. Grundsätzlich werden die beiden Anlässe unterschiedlich begangen. Stichwort Auffahrt. An der Auffahrt pilgern Autofahrer zur nächsten Autobahnauffahrt, was regelmäßig zur Schnauz führt. Gleichzeitig kommen an der Auffahrt die letzten Skifahrer von der Abfahrt zurück, was dann einfach ein Keiben Puff gibt. Stichwort 1. Mai. Am 1. Mai geht es nicht um Autos, sondern um Autonomie. Scherz beiseite. Der 1. Mai ist 6 Leute vom Schwarzen Block. An diesem Tag rühren die autonomen Zünfter Pflastersteine in die Schaufenster und treiben so neben dem Winter gerade auch noch den Kapitalismus aus. Zusammenfassend kann man sagen, weil sowohl der 1. Mai als auch die Auffahrt gesetzliche Viertige sind, haben sie auf jeden Fall am nächsten Donnerstag unglaublich intensiv frei. So frei werden sie nie mehr haben bis ins Jahr 2031, wo dann die Weihnacht auf den 1. August fällt. Scherz beiseite. Man kann jetzt Fragen stellen, bitte. Machen. Dann kommen sie in Malus über und ihre Prämie steigt. Am besten, sie steigen aus dem Auto aus und lassen sich von einem Demonstrant eins in die Fresse hauen und melden nachher alles zusammen der Krankenkasse. Nächste Frage. Sie leiden nur noch einen persönlichen Schismus. Entweder sie werden autonomer Katholik oder buddhistischer Taliban. In beiden Fällen haben sie das Recht auf begleitete Arbeitszeit am 1. Mai und 300 Jungfrauen an Ostern. Nächste. Wissen Sie was? Lecken Sie mir am Arsch. Adi miteinander.